Und somit Grüße zurück zu Tomb Raider. Wir sind hier in einem Dörfchen, wo wir uns das letzte Mal wunderschön durchgekämpft haben. Und nun laufen wir noch ein Stückchen weiter. Wir wollen ja unbedingt wissen, wie es weitergeht. Folgendes. Ich habe jetzt gerade gesehen, da wenn du ins Spiel reinkommst, steht ja dabei, wie viel Prozent du dabei hast. Wir haben jetzt erst 32. Wie lange ist denn das Spiel bitte? Nur, was mich halt ein bisschen stört, gell? Das muss ich jetzt schon sagen, ist dieses in Deckung gehen, was sie automatisch macht. Das hätte ich schon gern allein gemacht. Also, das ist, ich weiß nicht, das ist ein bisschen das, ja, ist nicht so meins. Jetzt haben wir uns da durch dieses Dorf jonglieren. Ist dort hinten oben irgendwas? Da ist was, schau. Aber wie kommen wir da auf? Vielleicht da drüben? Mädchen, es ist... Ah, warte mal, da ist was, schau. Ah, da können wir alles auffüllen. Ist das schön. Siehst du, da denkt das Spiel wieder mit. Weil der alte Tati hätte es eh nicht mehr gefunden. Ah, der Crow ist auch unterwegs. Wunderschön. Das ist aber nicht einmal so klar, das Gebiet. Ah. Bergungsgut können wir immer brauchen, aber wie kommen wir jetzt da auf? Wo war denn der nette Herr mit den weißen, mit der weißen Farbe? Da, genau. Hätte man nicht gedacht, dass das Spiel dennoch so lang ist. Naja. Was ist das? Schalldämpfer. Neue Herausforderung. Abschließen für EP. Na, das will ich nicht. Was ist da? Ah, da geht's wieder zurück, glaube ich. Okay. Und das ist da oben, Mädel. Aha. Ja, sie tut, was sie will. Du bist ja der sture Esel, du. Das kann ich dir da verraten. Gut, jetzt weiß ich aber nicht, wie kommen wir da jetzt wieder oben? Eieiei. Ich habe jetzt mal vor kurzem meine Analysen geschaut. Meine Analysen sind sehr interessant, muss ich sagen. 60% habe ich deutsche Zuschauer, obwohl ich aus Österreich bin. Und 0% oder 5% sind aus Österreich. Das ist interessant, ja. Wisst ihr, was das Traurige ist an der ganzen Geschichte? Ich sage das jetzt mal ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe da vor kurzem ein Video gesehen, auch von einem Österreicher. Der hat das auch so ein bisschen bekrittelt, dass man heutzutage im größten Teil als Österreicher nicht mehr im Dialekt sprechen darf, obwohl man eigentlich so aufgewachsen ist. Bitte nur zum größten Teil. Die mich kennen, die mich schon länger verfolgen, die wissen es, dass ich im Dialekt rede. Darum habe ich ja immer diese Intros davor. Weil dann kommen wieder die komischen Kauze wie, das ist kein Deutsch. Ja, was ist es dann? Israelisch oder was? Schlimm ist das wirklich. Warte mal. Aber wir müssen dorthin. Okay. Ja, wie viel Geballer kommt uns da noch entgegen? Hä? Von da sind wir ja gerade. Also irgendwie kenne ich mich jetzt nicht mehr aus. Nö, von da sind wir einer. Wir müssen ja da um mich.
Folg doch einfach dem Licht, mein Sohn. Nö, das will ich nicht. Also ich für meinen Teil finde Dialekte ziemlich interessant. So. Also Lara, für das Stückle hättest du die Fackel aber nicht mehr brauchen. Okay, es kommt nix, sie geht nicht in Deckung. Aber wie gesagt, das ist verschwendetes Potenzial. Da hätten wir ein bisschen mehr draus machen können. Was ist da hinten? Das Spiel sagt man permanent da hin. Na, jetzt hat er es endlich heraus. Aber es ist ja eine Frechheit, dass der Mensch im Dialekt redet. Gut, Burt, hör auf zum Brautzen. Da haben wir nix. Mal wissen, was mir das ein bisschen so erinnert, die Atmosphäre. So dieses Geknister vor dem Holz und alles an Fahrhaber. Okay. Du wirst sterben! Nein! Doch. Sehr brav, Mädchen, genau so will ich das und nicht anders. Wow. Ich kann schießen! Scheißen. Er ist tot! Na, geh scheißen. Na gut. Jetzt haben wir's aber beieinander erst. Sag mal, wo laufen wir schon wieder hin? Orientierungsprobleme. Aber nicht die normalen, die du halt so kennst, ne? Das ist dann gleich die Hardcore-Fassung draus. Hui! Nicht schon wieder. Das könnte aus der Yuan-Dynastie sein. Vielleicht aus Kublai Khans verlorener Flotte. Ja, Mädchen, das musst mir du erklären. Ich kenne mich da nicht aus. Warte mal. Wir sind da aufgekreuzt, wir sind da umgesprungen und da wieder aufgekreuzt. Ah, sehr schön.
Wie sie jetzt gleich noch geflogen ist, ha? Interessant. Wieder immer toll wegfliegen. Die waren im ersten Leben sicher Stuntmänner. Komm her da! Du Söchfleischnudel, du! Na, komm her! Die waren nur treffen, det, gell? Da war er wohl zu langsam. Und ja, ich weiß, dass ich kein einfacher Charakter bin, das war's ja. So. Schreck nicht an alten Maus auf, du Hermperer. Ja, das war doppelt gemoppelt. Und jetzt ist er blind. Lad noch Mädchen, danke. Da drüben ist Munition. Die holen wir uns gleich. Ganz auf die goldige. Weil wir so liebenswürdig sind. Natürlich borgen wir es uns nur aus. Wir sind ja keine Schnorrer, ne? So. Natürlich wird zusammengeschnurrt, was nur geht. So. Jo, genau. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Dort hin. Ah. In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz, eine Art Frühform des Geldbeutels. Na, jetzt haben wir es aber benannt. Wenn du sowas heutzutage mal dumm tragst, dann fragst du, ob du ein bisschen Porsche hast. So. Gut, warte mal. Wie ist denn das? Da ist das Böglein. Hä? Ah. Herrgott, du musst jetzt schon ein bisschen auf die weißen Striche auch schauen. Er war ja traurig, war nicht. Matthias lässt uns nach starken Männern für die Bruderschaft suchen. Klug sollen sie nicht sein. Sie sollen nur Befehle befolgen und arbeiten. Wer Fragen stellt oder sich weigert, wird sofort getötet. Und über die Frauen entscheidet Matthias. Die meisten werden den dunklen Wesen geopfert. Einige für das Ritual ausgewählt. Wir machen bei der Krankenzeremonie mit. Einige Brüder glauben langsam sogar daran. Etwas kontrolliert diese Stürme rund um die verfluchte Insel und lässt uns nicht fort. Vater Matthias redet angeblich damit. Mit ihr, diesem Geist der Sonnenkönigin oder so. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber ich tue alles, um zu überleben. Da haben wir das nicht alle im Prinzip. So, jetzt da heißt es dort umschlingeln. Schlängeln. Watscheln, rutschen. Ja, Mädchen, das freut mich, dass du mit deinen Überlebenskünsten so überlebenskünstlerisch bist. Genau. Ah, schau, Munition für den...
Ah, ich glaube, da müssen wir durch, glaube ich. Es ist ja nicht immer so einfach, wie du glauben tust. Irgendwas. Also, ehrlich gesagt, um es jetzt mal in den Worten eines Turtles zu sagen, wenn ich mir die künstlerische Beschaffenheit dieses Ortes da unten ansehe, könnten feindliche Individuen in wenigen Sekunden angreifen. Oder so. Finger. Oh Gott. Bewegung, los! Der wäre was verraten. Sitz in der Falle! Umstellt sie! Sie kann nirgends mehr hin! Au! Lauter! Au! Ich mach dich fertig! Ja, ja. Ja, der schon wieder. Sie auf! Stirb! Fix. Ich glaube, sie lädt nach! Wie heißt der alte sibirische Bauernweisheit? Aua! Kruzifix! Ja, sorry Lara, jetzt hast du halt wieder mal in die ewigen Jagdgründe vorbeigeschaut. Das Mädchen macht uns hier gerade fertig! Immer drauf! Okay, ausgeworfen! Wir kriegen sie! Vielleicht können wir sie umgehen! Siehst du weiter! Nutzlos! So. Kann das sein, dass sie die Mechanik mit der Zeit ein bisschen abstumpfen? Ah! Doch! Schwester! Scheißen! So. Was ist denn da oben? Okay. Wir werden aber trotzdem da weiter marschieren, beziehungsweise wir werden da jetzt noch schauen, ob wir da jetzt noch Munition finden. Ich finde es halt nur schade, dass man nicht dass man nicht manuell ducken und schleichen kann. Aber ansonsten ist das Spiel nicht so schlecht.
Da ist nix. Ist aber ein geiles Dorf, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut. Da gibt's nix. Da gibt's auch nix. Ah, die Meersau. Ah. Nö, da gibt's auch nix. Hier stehen noch zu viele unverbrauchte Benzinfässer herum. Bereitet mir das Sorge? Bissi. Kuckuck. Aber wir können wieder ein bisschen Munition schöpfen. Das ist schön. Aha. Bergungsgut, immer gut. Aber da kommen wir aber nicht durch, oder? Mich jetzt trotzdem interessieren, was da drinnen ist. Warte, du bist fast zweit gesprungen, Mädchen. Aber nur fast. Na, jetzt liest sie wieder. Mittlerweile sind wir über 100. Wir räumen den alten Palast frei und beginnen bald mit dem Bau einer Stadt am Fuße des Berges. Die Japaner haben hier vor Jahren ein Frachttransportsystem errichtet, das wir instand gesetzt haben. Matthias sagt, wir bauen zu Ehren der Sonnenkönigin, wie bei einem antiken ägyptischen Monument. Aber mir ist klar, was wirklich vorgeht. Matthias schindet Zeit. Das gewaltige Projekt soll alle nur beschäftigen. Trotz der Rituale, der Stürme und der Hinrichtungen werden sie sich irgendwann gegen ihn auflehnen. Und wenn das geschieht, bin ich bereit, das Kommando zu übernehmen. Boah, der ist selbstbewusst. Ja. Selbstbewusst, das muss man ihm lassen. So. Und zack, zack, die Brack, zack, zack. Da runter. Oh, ey. Ich habe so eine Vermutung. Ich habe so die Vermutung, es könnte in den kommenden Minuten wieder ganz schrecklich werden. So, runter hier und runter hier. Die Lara kriegt heute noch ihr warmes Bier. Oh Mann, was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Roth irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt er eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Hurensöhnen. Es wird sein wie früher, nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Ja, Kannibalismus. Ja, aber so klar ist das Dorf gar nicht. Also wir müssen da hinten weiter. Ich habe so den Verdacht. Ja, wir packen aber noch mal ein bisschen was ein. Finden Sie ein Lager, schön. Das werden wir doch glatt machen, aber was da wieder das ist. Ah.
Schokoladefigur aus der Ming-Dynastie. Aber die hier sieht echt aus. Ja, das freut mich. Wenn du so begeistert bist davon, dann bin ich auch. Wirklich. Da muss ich selber zustimmen. Irgendwas stinkt ja da zum Himmel. So. Da haben wir nichts. Ja, ein Lager wäre jetzt geil. Dann könnte ich mich noch ein klein wenig herrichten. Geheimes Grab in der Nähe. Wird wahrscheinlich da oben sein. Was ist denn? Wir sind jetzt da herum. Bergabhang. Okay. Geocache, keine Ahnung, Reliquie. Schnellreiselager, Barackenstadt. Das Grab ist da unten irgendwo. Das muss da einer sein. Hui! Aha. Los, fang! Was ist denn da draußen los? Au! Laut nach! Kuckuck! Oh, keiner da. Bock als ein, was du findest, Mädel. Das war ganz entzückend empathisch von dir. Na gut. Also das sind wirklich die schlauesten Köpfe gewesen, oder? Haben wir das alles mitgenommen? Ja, schaut gut aus. Ja, sogar ist natürlich auch ein Grab. Irgendwas haut da nicht ganz hin. Noch eine Opferung. Mein Gott, was treibt sie bloß dazu? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Lara, das weiß ich nicht. Hä? Bist ja ganz stark. Ah, muss ich da weiter. Super. Die Wölfe haben es 3-mal drinnen gehabt. Und jetzt nur mehr, ja,
Kanonenfutter. Boah, wir werden verwöhnt. Lecker. Autsch. Hä? Ja, voll geil. Da geht's weiter. Aha, na schön. Quelle der Tränen. Ja, mir kommen die Tränen auch gleich. Statuen der Sonnenkönigin. Das hier war einst ein heiliger Ort. Wahnsinn. Was ist da? Ein Lager. Ja, nur hab ich noch nicht verstanden, was ist denn? Aha. Ich speichere da jetzt einmal. Sturmgewehr, Waffen modifizieren, Maschinengewehr zu Sturmgewehr. Ja, voll geil, Herst. Voll geil. Ausrüstung, was haben wir da alles? Gemeistert. Polierter Auswerfer. Doppelt. Okay, das ist zu teuer. Gemeistert. Das haben wir schon. Was haben wir da? Da haben wir die Kleider. Wie du das einmal nennen willst. Meisterschützin. Sehr gut. Ja, sie stinkt schon. Gut. Ja, viel mehr können wir dazu nicht mehr machen, eigentlich. Oder doch? Was haben wir denn noch? 260. Ja, das passt ja auch ganz gut. So, ich speichere das jetzt noch einmal. Beim nächsten Mal werden wir uns da durch dieses Grab durchmanövrieren, hätte ich gesagt. Geil? Also nur, dass du Bescheid weißt. Bis zum nächsten Mal. Baba.